Ja, guten Morgen zusammen. Ich denke, wenn ich jetzt alles sagen würde, was ich mir hier notiert habe, wird es zu lange dauern. Aber die Essenzen wollen wir versuchen herauszunehmen aus dem Lied über Tyrus. Und ich muss vorausschicken, dass ich jetzt im Rahmen dieser Botschaft bzw. des Vortrags einiges voraussetzen muss. Sonst müsste ich zu viel lesen und auf zu viele Details eingehen. Und das würde dann auch wieder zu lange dauern und wahrscheinlich zu langatmig werden. Und darum bin ich gezwungen, davon auszugehen, dass Sie manche Stellen einfach schon kennen, hoffe ich, und diese dann einigermaßen wissen einzuordnen. Ja, Lieder der Bibel, ein Lied über Tyrus. Der Auslegungssinn, den wir heute Morgen behandeln, besteht darin, auf die Präzision der Bibel als Wort Gottes hinzuweisen. In einem Kommentar habe ich gelesen, die detailgetreue Erfüllung der Prophezeiungen ist eines von vielen erstaunlichen Indizien für die unstreitbare göttliche Inspiration der Bibel. Dafür gibt es viele Stellen, unter anderem die Aussagen über Tyrus. Und diese Darstellung über Tyrus vermittelt uns auch Zuversicht. Zuversicht in Bezug der Bibel als Wort Gottes, ihr in allen Dingen zu vertrauen. Sagen wir zum Beispiel im Blick auf die Völker, deren Geschick Gott souverän in Händen hält, egal was passiert. Oder denken wir im Blick auf die Zukunft Israels, die von Gott garantiert ist, egal was die Völker dagegen auch unternehmen. Oder nicht zuletzt im Blick auf das persönliche Leben, dass wir dem Herrn der Geschichte vertrauen dürfen. Wir dürfen ihm unser Leben immer wieder aufs Neue anbefehlen. Zunächst müssen wir jetzt ein wenig in die Geschichte von Tyrus hineinblicken. Um was ist es da überhaupt gegangen? Was ist Tyrus gewesen? Was hat Tyrus dargestellt? Welchen Stellenwert hatte damals Tyrus in der Welt bzw. in der Weltgeschichte? Tyrus war eine Hafenstadt. Eine Hafenstadt im Libanon, im sogenannten phönizischen Gebiet gelegen. Und Tyrus war zu jener Zeit die größte wirtschaftliche Metropole des gesamten Mittelmeerbeckens und beherrschte, kann man sagen, den damaligen Welthandel oder Weltmarkt. Die damals bekannte Welt wurde wirtschaftlich von Tyrus beherrscht. Vielleicht könnte man es vergleichen mit der EU oder mit Amerika oder vielleicht mit China heute. Ihr Standard, ihr Denken, ihr Reden, ihr Handeln ist tatsächlich mit der globalen Wirtschaftsmacht unserer Zeit zu vergleichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Sinn ist, warum Gott die Geschichte des Tyrus so detailgetreu prophezeit hat und durch seine Propheten aufgeschrieben hat in etlichen Kapiteln der Bibel. Warum? Tyrus ist ein Bild für die Geschichte der Völker in der Zukunft bis hin in das antichristliche Reich. Und von daher verwundert es natürlich auch nicht, dass in Hesekiel Kapitel 28, und das ist jetzt so eine Stelle, die ich eben der Zeit halber nicht lesen kann, dass in Hesekiel 28 darauf hingewiesen wird, dass Tyrus inspiriert war von Satan.
Der König von Tyrus, kann man sagen, war besessen von Satan. Das ganze tyrische Wirtschaftsgebilde war inspiriert, gepusht, gedrängt durch diesen glorreichen ehemaligen Cherub. So heißt es in Hesekiel Kapitel 28. Und dieser gefallene Cherub, Luzifer, Satan, der Teufel, die alte Schlange, der alte Drache, dieser hat Tyrus dahingehend getrieben, unermesslich, unvorstellbar hochmütig zu werden. Stolz, weil er das selber ist. Satan. Hochmut. Das war ja immer sein Bestreben. Dann hat er sie dazu gedrängt, zur Expansion und immer mehr Reichtum anzuhäufen und alleine darauf aus zu sein. Immer reicher zu werden, immer die Herrlichkeiten dieser Welt zu bekommen. Das hat Satan ja auch versucht bei dem Herrn Jesus, als er ihn versucht hat, ja, im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Ich gebe dir dann alle Reiche dieser Welt. Das ist immer das Bestreben Satans. Und nicht zuletzt auch der Glaube von Tyrus und von dessen König an die eigene Weisheit, an die eigene Intelligenz, an die eigene damals hervorragende Wissenschaft, an die eigene Macht anstelle von Gott. Und dann noch, und das ist auch auffallend bei Tyrus, Tyrus hatte Freundschaft mit den Philistern, heute würde man sagen mit den Palästinensern, und Feindschaft gegen Israel. Sehen Sie, warum benutzt Gott dieses Bild und erwähnt so ausführlich die Geschichte des Tyrus und stellt klar, dass dahinter der Satan steht? Damit setzt er uns, wie erwähnt, das Zeichen, das heute genauso. Solange Satan lebt, solange hat er die Völker in seiner Macht und wird sie immer zum selben Ziel drängen. Ja? Die Bibel lehrt uns ja ohne Umschweife, dass Satan der Gott dieser Welt ist oder der Fürst dieser Welt und dass er diese Welt beherrscht. Und dass er das Bestreben der Völker und sogar der einzelnen Menschen steuert. Bei Tyrus damals und in unserer Wirtschaft heute sind es ja vordergründig Menschen, wo man den Eindruck hat, die den Welthandel beherrschen. Das machen Menschen, Industrielle, Banker. Damals war es ein König von Tyrus. Aber in Wirklichkeit steht der Fürst dieser Welt dahinter, der die Nationen steuert, sie treibt und sie letztlich treibt in das antichristliche Reich. Und jetzt ist es ganz interessant, und das ist wieder sowas, was ich voraussetzen muss. In Jesaja Kapitel 14, Jesaja Kapitel 14, wird Satan als die fungierende Macht hinter dem politischen Weltreich Babylon dargestellt. Muss ich das wiederholen? Jesaja Kapitel 14 wird die Geschichte des politischen Weltreiches Babylon aufgelistet und es wird gezeigt, dass Satan hinter diesem weltpolitischen System steht. Und hier in Hesekiel Kapitel 28 betreffs Tyrus wird die Macht Satans hinter dem Wirtschaftszentrum Tyrus und der weltpolitischen Marktwirtschaft dargestellt. Und das ist jedes Mal Satan, in beiden. Politisch, Jesaja 14, wirtschaftlich, Hesekiel Kapitel 28. Und ihr Lieben, das ist das Faszinierende. Genau das finden wir dann wieder, wo? Wie so viel, wie so oft in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 17. Satan steht hinter dem letzten antichristlich-politischen Weltreich. Offenbarung Kapitel 17.
Offenbarung Kapitel 18, Satan steht hinter dem Wirtschaftszentrum dieser Welt. Ja? Beides erfüllt sich am Ende der Tage. Also solange Satan existiert, wird er die Welt immer in dieselbe Richtung drängen. Und darum ist da Tyrus nicht ohne Bedeutung. Ja, Tyrus, um da wieder darauf zurückzukommen, die Schiffe von Tyrus zum Beispiel, es gibt so eine Fülle von Informationen in der Bibel über Tyrus, das können wir gar nicht alles durchgehen. Die Schiffe von Tyrus steuerten praktisch jeden damals bekannten Hafen an. Also Hesekiel 27, Vers 25. Tarsis-Schiffe zogen für dich dahin mit deinen Tauschwaren. Davon wurdest du sehr reich und geehrt im Herzen der Meere. Später, an anderer Stelle heißt es in Hesekiel 27, 33, als deine Waren von den Meeren herkamen, ernährtest du viele Völker. Mit der Menge deiner Reichtümer und mit deinen Tauschwaren hast du die Könige der Erde bereichert. Also Sie können sich vorstellen, was Tyrus für eine wirtschaftliche Weltmacht gewesen ist. Hatten ja auch Handelsbeziehungen zu Israel, ja? Haben das Haus Davids gebaut, haben den Tempel mit Materialien geliefert. Hiram, damals der König von Tyrus. Der Name übrigens Tyrus bedeutet Felsen. Es bedeutet oder hat eine Bedeutung deshalb, weil Tyrus auf einer Felsenklippe lag, kann man sagen. Es gab eigentlich zwei Teile von Tyrus. Also das eine nenne ich jetzt mal Festland Tyrus, direkt am Ufer des Mittelmeers gelegen. Und dann das sogenannte Neu-Tyrus, diese Felsenklippe, 800 Meter vom Festland entfernt im Mittelmeer auf dieser kleinen felsigen Insel gelegen. Das war eine Festung. Das war eine Festung, die war kaum zu erobern. Tyrus wird daher auch übrigens in 2. Samuel 24,7 Festung genannt oder in Josua schon, Kapitel 19, 29, die feste Stadt Tyrus. Oder Hesekiel schreibt, in der man über den Meeren thronte, du berühmte Stadt, die mächtig war auf dem Meer, sie und ihre Einwohner, die Schrecken einflößten allen, die um sie her wohnten. Weiter hatten wir gelesen, Jonathan hat das erwähnt, es wird über Tyrus gesagt, du vollkommene Schönheit. Also unwahrscheinlich, ja, diese Ausdrücke. Dem König von Tyrus wird sehr große Weisheit, das heißt intelligent und Verstand anerkannt, der dazu beitrug. Der Mann war so weise, hinter ihm stand Satan, dass er unermesslich reich wurde. Durch Intelligenz, Verstand, damalige Wissenschaft. Hinzu kam noch etwas, die Tatsache nämlich, dass Tyrus relativ leicht, man könnte sagen fast ohne Beschwerden, zu diesem Reichtum gekommen ist und zu dieser Größe und zu dieser Wirtschaftsmacht. Jesaja erklärt das so, er sagt, Jesaja 23,4, schäme dich, Sidon, denn das Meer, die Meeresfeste, das ist Tyrus, Meeresfeste spricht, also schäme dich, Sidon, das war dasselbe Gebiet, ja? Denn die Meeresfeste, Tyrus, spricht, ich habe keine Wehen gehabt, noch geboren, noch junge Männer großgezogen, noch Jungfrauen auferzogen. Was bedeutet das? Also Sidon gehörte zum Tyrischen Reich, steht immer oder vielfach in Verbindung mit Tyrus. Es gab zwei Häfen damals nördlich, der Sidonische Hafen,
und auf der anderen Seite der phönizische Hafen von Tyrus. Und diese Region, Tyrus mit Sidon zusammen, war ohne große Anstrengungen, ohne Wehen, bildlich gesprochen, ja, sagt Jesaja, ohne Wehen, ohne Anstrengungen reich geworden. Ihr Reichtum fiel ihnen praktisch zu durch diese Intelligenz und dem Umgang mit den Finanzen, der Wirtschaft, den materiellen Dingen. Es gab keinen Prozess der Geburtswehen, schreibt Jesaja, der Kinderauferziehung mit all den damit verbundenen Mühen und Anstrengungen und Kämpfen. Alles verlief ziemlich reibungslos. Die wurden die reich. Dann wird weiter gesagt, Jesaja 23,7, ist das nicht eure freudenreiche Stadt? Also da herrschte viel Freude, Angenehmes, Unbeschwerlichkeit, deren Ursprung in uralter Zeit liegt. Tyrus wird bereits in Josua Kapitel 19 erwähnt, bei der Landeseroberung unter Josua. Also Tyrus wird zum ersten Mal erwähnt, ungefähr 2700 Jahre vor Christus kommt Tyrus schon vor. Deren Füße sie in ferne Länder trugen, damit sie sich dort ansiedelten. Also die haben alles erobert, wirtschaftlich alles erobert. Unwahrscheinlich, kolossal. Und das Besondere ist, dass ja Tyrus, ich habe es bereits angedeutet, anfänglich mit Israel in einer freundschaftlichen Beziehung stand. Sie kennen die Geschichte, wenn Sie es schon mal gelesen haben im Alten Testament, den Hausbau Davids, ja? Den hat König Hiram von Tyrus unterstützt und später den Tempelbau unter Salomo hat ebenso der König von Tyrus unterstützt. Der hat die Materialien geschickt, der hat Arbeiter geschickt, der hat Schiffe gesendet. Und die Seeleute von Tyrus, heißt es, halfen sogar, die Schiffe Salomos zu steuern. Also da sehen wir, was für eine Erfahrung, was für ein seetüchtiges Volk das gewesen ist. Ja? Die hatten das alles im Griff. Ja, ich möchte mal sagen, das ist so fast so unsere Welt heute, ja? Ein bisschen. Und dann sagt Gott, Tyrus, ich beschließe deinen Untergang. Und das prophezeit sowohl Jesaja relativ ausführlich und Hesekiel noch ausführlicher. Und 3-mal kommt das vor, dass Gott sagt, stimme ein Klagelied an über Tyrus, ein Klagelied. Gott hat keinen Gefallen an dem Tod des Gottlosen, sagt er, ja? Er sagt nicht, stimme ein Freudenlied an über den Untergang von Tyrus. Er sagt, stimme ein Klagelied an über Tyrus. Diese so reiche, bedeutende Stadt. Und sowohl Jesaja als Hesekiel beschlossen hat es Gott, verkündigen den Untergang Tyrus noch in ihrer Blütezeit. Und da drängt sich ja die Frage auf, warum musste Tyrus untergehen? Warum? Sehen Sie, liebe Geschwister, Tyrus hatte selbst nie einen Krieg gegen Israel. Bei anderen Völkern hätte man das verstehen können, ja? Assyrer, Babylonier, was weiß ich, Antiochos Epiphanes und so weiter, andere Völker später. Aber Tyrus hatte nie einen Krieg gegen Israel geführt. Und in Vorzeiten, wir haben es ja schon gesagt, in Vorzeiten sogar David und Salomo unterstützt. Und man kann, glaube ich, sagen, Hiram war ein Freund von David und später von Salomo. Da war eine gewisse freundschaftliche Beziehung. Es gibt meines Erachtens also 3 besondere Anklagen gegen Tyrus, die dazu geführt haben, dass Gott sie untergehen ließ.
Erstens, Amos Kapitel 1, Vers 9, dass sie Gefangene Israels an Edom ausgeliefert und sich nicht an den Bruderbund erinnert hatten. Boah, das haut rein. Was war passiert nach Amos 1,6? Sie haben die gefangenen Israeliten, die die Philister während ihrer Raubzüge gemacht haben, als Sklaven gekauft und verkauft. Typisch Tyrus. Ging nur hierum. Alles andere war ihnen egal, wie heute. Der Mensch, der Rubel muss rollen. Das alleine interessiert. Da wird der Mensch zum Sklaven der Gesellschaft, der Wirtschaftsmacht. Ja? Es ging ihnen also nur um Profit. Und so haben sie die gefangenen Israeliten von den Philistern gekauft und wieder verkauft. Brutal. Und sie haben sich nicht an den Bruderbund erinnert. Was ist dieser Bruderbund gewesen? Du hast dich nicht an den Bruderbund erinnert. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach die freundschaftliche Beziehung gewesen zwischen Hiram und dem König Salomo. Die hatten einen Bund. Der Hiram hat Materialien geschickt, der hat Holz geschickt und so weiter. Seeleute, Mitarbeiter geschickt für den Tempelbau. Und Salomo hat ihm andere Kostbarkeiten zur Verfügung gestellt und Ländereien etc. etc. Da war eine Art Bund. Und der ist nachher völlig missachtet worden. Also eigentlich müsste man sagen, und das ist das Aktuelle, Tyrus hatte die Freundschaft zu Israel zugunsten der Philister, heute würde man sagen Palästinenser, gekündigt. Merken Sie was? Das ist heute wieder hochaktuell. Ich habe hier einen Bericht, auch den kann ich jetzt von der Karmel-Mission. Ich habe mir in der Rot alles da geschrieben, es wird jetzt zu lang dauern, das zu lesen. Wie viele europäische Firmen Israel boykottieren? In der Pharmaindustrie, in der Elektronikindustrie, in der Agrarindustrie, in der Blumenindustrie. Ein großer Konzern in Israel ist pleite gegangen deshalb. Ja? Europas Boykottkrieg gegen Israel, der schon sehr erfolgreich war, wird weiterhin zunehmen, heißt es darin. Und dann geht das da in Details. Norwegen, Schweden, Dänemark, Irland, Großbritannien, Deutschland, also etc. etc. Immer mehr Länder boykottieren Israel zugunsten der Palästinenser. Israel wird verraten. Da wird eine Freundschaft gekündigt. Es geht nur noch hier. Der Rubel muss rollen. Ja, Israel wird heute zudem gezwungen, Land zurückzugeben, immer mehr Eingeständnisse zu machen. Es wird immenser weltpolitischer Druck auf Israel ausgeübt. Und hinzu kommt der fast pausenlose Raketenbeschuss auf jüdisches Gebiet. Und kaum ein europäisches Land rührt den Finger. Im Gegenteil, Israel wird angeklagt. Ja? Geschichte wiederholt sich. Zweitens, der zweite Grund, warum Tyrus untergehen sollte, ist, Tyrus sah sich als Rivalin von Jerusalem. Und das geht in die gleiche Richtung. Hesekiel 26,2 Menschensohn, weil Tyrus über Jerusalem spricht, haha, zerbrochen ist die Pforte der Völker, sie hat sich mir zugewandt, ich werde erfüllt werden, sie ist verwüstet. Ja, 586 kamen die Babylonier unter Nebukadnezar und haben Jerusalem zerstört. Und das Interessante ist, Tyrus beherrschte die Seeroute wirtschaftlich und Jerusalem
den Landweg der Handelsrouten zwischen Ägypten und dem Rest des Mittleren Ostens. Das war ja auch klar. Die Tyrer haben gedacht, die Babylonier kommen, die machen Jerusalem kaputt, das ist gut für uns. Wieder. Da ist ein Rivale, ein Kontrahent ausgeschaltet und so können wir unseren Markt erweitern. Ja? Das war der Grund. Gott hat das gehört. Israel wurde angetastet. Gott sagt, schon damals, Tyrus, du wirst untergehen. Lesen Sie mal die Offenbarung. Am Schluss geht die ganze Weltwirtschaft und politisches antichristliches Reich geht unter, hinter dem Satan steht. Ich sage jetzt mal so, zugunsten der Rettung Israels. Ja, so ist es doch. Und der dritte Grund, warum Tyrus vernichtet werden sollte, der König von Tyrus und sein Volk war unendlich hochmütig und stolz. So sehr, dass er damit dem Charakter Satans glich. Er war von ihm besessen. In Jesaja 23,9 wird der Stolz von Tyrus erwähnt, ist gleichzeitig dann eine Mahnung für die ganze Welt. Der Herr der Heerscharen hat es beschlossen, um den Stolz aller ihrer Pracht zu entweihen und alle Vornehmen der Erde verächtlich zu machen. Es wird immer so gehen. In Hesekiel 28, 3-5 stellt Gott fest, über Tyrus, über den König von Tyrus, siehe, du warst weiser als Daniel. Sie kennen die Weisheit von Daniel, ne, im Danielbuch. Der lebte ja zur Zeit Hesekiels bereits in der Gefangenschaft in Babylon. Und da wird dem Tyrus gesagt, siehe, du warst weiser als Daniel. Kein Geheimnis war für dich im Dunkeln. Das erinnert mich an das Bestreben der Wissenschaft heute. Ja, wie heißt dieses komische Ding da in Genf? Ja, den Namen schon vergessen, ich bin nicht so auf dem ja. Die wollen alle Geheimnisse durch menschlichen Verstand, Intelligenz, Wissenschaft aufdecken. Das ist heute. Durch deine Weisheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deinen Schatzhäusern aufgehäuft. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum gemehrt und wegen deines Reichtums hat sich dein Herz überhoben. Und in Hesekiel 27,3 spricht Tyrus über sich selbst. Ich bin von vollkommener Schönheit. Schaut mich an, also nicht mich, schaut mich an. Ich bin von vollkommener Schönheit. Sehen Sie den Hochmut? Das waren die 3 Gründe, warum Gott sie untergehen ließ. Und so geht das mit unserer Welt auch. Die meint, ohne Gott zurechtzukommen. Und da schauen wir jetzt als letzten Hauptpunkt in die Präzision der Erfüllung von Gottes Aussagen über Tyrus. Wie spät haben wir jetzt? Ja, irgendwie stimmt da hier was nicht. Ich bin jetzt 5 Minuten am Reden nach meiner Uhr. 5:11. Gut. Ja, ist doch auch schön, ne? Ich habe noch gebetet, Herr, nimm meine Zeit in deine Hände heute Morgen. Ja, klappt. Zurück zum Thema. Die Präzision der Erfüllung von Gottes Aussagen über Tyrus. Sehen Sie, das ist so ergreifend. Zur Zeit Jesajas, 700 vor Christus, war die Prophezeiung, dass Tyrus untergehen sollte, vollkommen unvorstellbar. Aber wenn Gott etwas sagt, trifft es auch ein. Und darum redet er auch, Jesaja 23, 8-9 und dann noch Vers 11. Wer hat dieses über Tyrus beschlossen? Die Kronenspenderin, deren Kaufleute, Fürsten und deren Händler die Vornehmen der Erde waren? Der Herr der Heerscharen hat es beschlossen, um den Stolz aller ihrer Pracht zu entweihen und alles Vornehmen der Erde verächtlich zu machen.
Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt. Er hat Königreiche erschüttert. Der Herr hat über Kanaan Befehl gegeben, dass seine Festungen zerstört werden sollen. Der Herr der Heerscharen. Es bezeichnet den Gott, der alle himmlischen Heerscharen und alle irdischen Heerscharen, auch alle politischen Systeme, alles Militär in seiner Hand hat. Jesus wird deshalb der Herr aller Herren genannt, der König aller Könige, der Fürst über alle Könige der Erde. So wird Jesus bezeichnet in der Offenbarung. Bedenken wir, dass der Beschluss Gottes gefasst wurde wegen den eben erwähnten Gründen, wegen der Antastung des jüdischen Volkes und wegen seinem unermesslichen Hochmut. Und darum sehen wir in der Endzeit gewisse Parallelen, auch da zu unserer Welt. Man sieht das besonders in den Ereignissen der Offenbarung. Und das ist ganz interessant, wenn Sie mal, auch die Zeit haben wir jetzt nicht, Sie möchten entschuldigen, aber wenn Sie sich mal die Zeit nehmen, vielleicht können Sie sich das notieren oder behalten, lesen Sie mal Hesekiel 27, 21 bis 36. Ich sage nochmal, ja? Hesekiel 27, 21 bis 36. Das lesen Sie mal durch. Und dann lesen Sie Offenbarung 18. Und da werden Sie feststellen, es ist fast identisch. Das Gleiche, was Hesekiel schreibt über Tyrus und der Untergang von Tyrus, ihr Klagen, diese Insel, wie alles zusammenbricht, die Seeleute, die weinen, genau das Gleiche finden Sie in der Offenbarung 18. Ich habe gestern jemanden gefragt, gesagt, wenn du das jetzt mal liest, diesen Abschnitt, was denkst du dann? Und er sagte mir gleich, ja, da denke ich an Offenbarung Kapitel 18, Untergang von Babylon. Ja, also so, wir sehen, also das hat Fortgang, ja, bis in die Endzeit hinein. Wir können jetzt hier natürlich nicht alle Prophezeiungen bis ins Detail aufgreifen, die über Tyrus gemacht werden, aber die markantesten, die lassen uns schon staunen über die Macht Gottes. Alexander Seibel hat das jetzt kürzlich noch in Sindelfingen gesagt. Er hat gesagt, schreibt das auch in seinem kleinen Heftchen, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das zuverlässig Geschichte im Voraus beschreibt. Ja? Es gibt ja kein Buch der Welt, das Geschichte im Voraus beschreiben kann, immer nur Geschichte in der Vergangenheit. Ne? Können die aufgreifen, historische Bücher. Das und das ist passiert und ja, dann kann man das aufgreifen. Aber es gibt ein Buch, das zuverlässig Geschichte im Voraus beschreibt. Das ist die Bibel. Kommt nichts anderes mit. Verschiedene markante Stellen. Erstens, die Zerstörung über Babylon wird prophezeit, als Assyrien noch Weltmacht war. Die Zerstörung Tyrus durch Babylon, verstehen Sie? Wird beschrieben, da war Assyrien noch Weltmacht. Jesaja 23, 13, 14. Siehe, das Land der Chaldäer, das ist Babylon, dieses Volk, das nicht war. Assyrien hat es den Wüstenbewohnern zugewiesen. Sie, die Chaldäer, haben ihre Belagerungstürme errichtet, seine Paläste bloßgelegt, es zu Trümmerhaufen gemacht. Jammert ihr Tarsis-Schiffe, denn eure Zuflucht ist zerstört. Also, was bedeutet das? Das ist ein Phänomen biblischer Prophetie. Also, wenn ich jetzt Prophet gewesen wäre, oder ich hätte was sagen sollen damals, Norbert, ruf mal die Zerstörung von Tyrus aus durch eine Weltmacht. Ja, ich hätte gesagt, ja, Tyrus, pass auf, Assyrien hier, die ganze Welt beherrschen, die kommen auch über dich und werden dich zerstören. Das hätte ich gesagt, ich hätte doch nicht von Babylon geredet. Siehe das Land der Chaldäer, Babylon, das Volk, das nicht war. Die Assyrer haben nämlich Alt-Babylon beherrscht bzw. erobert. Ja? Und dann kam später das Neubabylonische Reich und die haben erst 612 und 609 vor Christus. Jesaja schreibt 700 Jahre vor Christus. Und das Neubabylonische Reich hat 612
9 das assyrische Reich vollkommen zerstört, besiegt und ist dann Weltmacht Nummer 1 geworden. Also das bedeutet, dass als Assyrien noch Weltmacht war, prophezeit die Bibel bereits den Untergang von Tyrus nicht etwa durch die Assyrer, wie man das hätte annehmen können, sondern durch die Babylonier, die auch Chaldäer genannt werden. Ist doch ein Phänomen, ne? Zweitens, zweite markante Prophezeiung, nicht bloß ein Volk, sondern viele Völker sollen in verschiedenen Phasen über Tyrus kommen. Ich glaube, meine Uhr ist kaputt hier. Er ist mir so gnädig. Hesekiel 26,3. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über dich, Tyrus, und will viele Völker gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Also ein Meer, die Wellen am Meer, die kommen in Phasen. Ne? Da kommt mal eine Welle, dann wird es ein bisschen ruhig. Oh ja, das liebst du. Mann, oh Mann. Das ist die Uhr von meiner Frau, ne? Super. So, danke. Und dann kommt eine zweite Welle nach einer Zeit. Ja, und eine dritte Welle. Ich will viele Völker gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und tatsächlich, Tyrus war ja eine Festung, am Mittelmeer gelegen. Und von daher ist diese Sprache sinnvoll, die Gott hier seinen Propheten eingegeben hat. Ja? Guck mal, du liegst am Mittelmeer. Du bist so reich und die Wellen kommen und so werde ich die Völker über dich bringen. Und tatsächlich ist Tyrus im Laufe der Zeit 5-mal angegriffen und belagert worden. Und die bekanntesten Angriffe geschahen durch die Babylonier. Die kamen zuerst schon 585 vor Christus. 586 hatten sie Jerusalem erobert und ein Jahr später machten die sich auf Richtung Tyrus und haben Tyrus 13 Jahre belagert. Und dann 370 vor Christus nahm der König von Zypern Neu-Tyrus in Besitz. Aber 332 vor Christus kam Alexander der Große mit seinem griechischen Heer und der zerstörte Neu-Tyrus dann schlussendlich so, wie es die Bibel prophezeit hat. Also tatsächlich, es kamen mehrere Völker. Nicht ein Volk hat es gleich geschafft, sondern viele Völker nacheinander, bis es vollendet war. Und da gibt es eine weitere Ironie übrigens. Hier sagt Gott, wie die Wellen das Meer, so werden viele Völker über dich kommen. Und in Joel Kapitel 4, das ist auch interessant, 4 und 5, da klagt Gott, der Herr, Tyrus an und sagt, ihr habt ja mein Silber und mein Geld genommen und meine besten Kleinodien in euren Tempel gebracht und ihr habt die Söhne Judas und die Söhne Jerusalems an die Söhne der Griechen verkauft. Wieder. Um sie von ihrer Heimat zu entfernen. Es ging wieder nur um Verkaufen. War ihnen doch egal, was mit den Juden passiert. Hauptsache, wir kriegen Geld. Und ausgerechnet die Griechen, an welche die Tyrer die Juden verkauft haben, die haben nachher Tyrus zerstört. So ist Gott. Und dann zwischen diesen Wellen der Eroberungszüge gelangte Tyrus dann wieder zu einem gewissen Ansehen und Wirtschaftserfolg zurück. Und das wird in Jesaja 23, 14 bis 18 beschrieben. Darin liegen auch diese 70 Jahre. Sie sind zwischendurch immer mal wieder aufgekommen, aber ihr Erfolg wird da ja als Hurenlohn beschrieben. Ja? Also so, als wenn Gott damit nicht einverstanden ist. Dritte markante Prophezeiung. Nebukadnezar soll das Festland Tyrus einnehmen. Sie haben sich vielleicht gemerkt, wir haben Tyrus benannt, einmal das Festland Tyrus am Mittelmeer, auf dem Festland, und dann das Neu-Tyrus auf dieser Insel gelegen. 800 Meter vom Festland entfernt. Jetzt hören Sie zu. Hesekiel 26, 7 und 8. Denn so spricht Gott der Herr,
Siehe, ich bringe Nebukadnezar, den König von Babel, der ein König aller Könige ist, von Norden her über Tyrus, mit Rossen, Streitwagen und Reitern und mit einem großen Haufen Volk. Und jetzt hören Sie, er wird deine Tochterstädte auf dem Festland Tyrus mit dem Schwert umbringen, und gegen dich wird er Belagerungstürme aufstellen, einen Wall gegen dich aufwerfen und den Schild gegen dich aufstellen. Also nochmal, 586 vor Christus hatte Nebukadnezar Jerusalem erobert und die Tyrer haben sich ja noch gefreut. Jerusalem wird zerstört und ihr Reichtum und ihr Handel fällt uns zu. Und da prophezeit Gott schon, weil du das denkst, Tyrus, kommst du auch dran. Ein Jahr später, 85, marschiert der babylonische König Nebukadnezar schon gegen Tyrus, gegen das Festland Tyrus. Er belagerte, wie gesagt, 13 Jahre lang Tyrus, 13 Jahre. Schließlich hat er das Festland von Tyrus erobert und zerstört. Aber das Interessante war, in der Zwischenzeit der Belagerung konnte sich ein Großteil, der allergrößte Teil der Bewohner dieses Festlandes auf das Neutyrus, diese Insel, flüchten. Es war 800 Meter vom Strand entfernt, im Mittelmeer gelegen, und da gab es Untiefen, und es gelang Nebukadnezar, und der war ja wirklich ein genialer Mann, es gelang ihm nicht, dieses Neutyrus einzunehmen. Interessanterweise geht die Prophetie darauf auch ein. Sie sagt nämlich in Kapitel 29, 18 bis 20, Menschensohn, Nebukadnezar, der König von Babel, hat seine Heeresmacht schweren Dienst tun lassen gegen Tyrus. 13 Jahre belagert. Alle Häupter sind geschoren und alle Schultern zerschunden. Ja, die wollten Tyrus erobern. Aber Lohn ist ihm und seinem Heer von Tyrus nicht zuteil geworden für den Dienst. Weil die haben schlussendlich das Festland Tyrus kaputt gemacht, aber da war ja nichts mehr. Die sind ja alle auf die Insel. Aber Lohn ist ihm nicht Tyrus zuteil geworden für den Dienst, den er gegen sie tun musste. Sehen Sie wieder, Gott steht dahinter, ja? Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will Nebukadnezar, dem König von Babel, das Land Ägypten geben, dass er sich diesen Reichtum aneigne und ausraube und ausplündere. Das soll seinem Heer als Lohn zuteil werden, als Sold für seine Arbeit, die er verrichtet hat, weil ich ihm das Land Ägypten gebe, weil sie für mich gearbeitet haben, spricht Gott der Herr. Sehen Sie, schlussendlich müssen alle Gott dienen. Selbst Satan, der nach eigenem Interesse und nach eigenem Willen handelt. Aber schlussendlich. Und das ist genauso passiert. Nebukadnezar hat also 13 Jahre Tyrus belagert, zum Schluss hat er das da eingenommen, das Land Tyrus, und da war nichts mehr, und dann, die waren ja alle auf der Insel, und dann stand er da mit leeren Händen und ist abgezogen. Und er ist nach Ägypten. Das weiß man von der Geschichte. Und 568, 67 vor Christus hat er Ägypten erobert. Perfekt. Perfekt. Vierte Prophezeiung. Die Griechen vollenden das Werk an dem Fels Tyrus. Jetzt geht es um das Neutyrus, auf dem Felsen gelegen. Hesekiel 26, 12 bis 14. Und sie, nicht mehr er, Nebukadnezar. Und sie werden deinen Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern. Sie werden deine Mauern niederreißen und deine prächtigen Häuser zerstören. Sie werden deine Steine, dein Holz und deinen Schutt ins Meer werfen. So will ich dem Lärm deiner Lieder ein Ende machen, und dein Saitenspiel soll künftig nicht mehr gehört werden. Ich will einen kahlen Felsen aus dir machen. Du sollst ein Ort werden, wo man die Fischernetze ausspannt, und du sollst nicht mehr aufgebaut werden, denn ich, der Herr, habe es gesagt, spricht Gott der Herr. Zwei Dinge sind wichtig. Bei dem Er ging es immer um Nebukadnezar. Und zwar in den Versen 7 bis 11.
Hesekiel 26, 7 bis 11. Ich lese jetzt nicht alles, wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Ja? Elkes Uhr sehe ich gerade, ist auch kaputt. Nein. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich bringe Nebukadnezar, den König von Babel, gegen Tyrus. Vers 8. Er, Nebukadnezar, wird deine Töchterstädte auf dem Festland, ja, zerstören und so weiter. Er wird Belagerungstürme aufrichten. Er wird Sturmböcke gegen dich einsetzen. Er wird mit den Hufen seiner Pferde deine Gassen zertreten. Immer er, immer bezogen auf er, Nebukadnezar. Ja, ist okay? Und auf einmal, was das Festland betraf, und auf einmal wechselt die Sprache des Propheten und er sagt, und sie werden deinen Reichtum rauben. Und sie werden deine Mauern niederreißen. Und sie werden deine Steine, dein Holz und deinen Schutt ins Wasser werfen, etc., etc. Während mit er Nebukadnezar gemeint ist mit sie Griechenland gemeint. Sie, die Griechen. Und sehen Sie, 250 Jahre vorher spielt Hesekiel auf dem Angriff der Griechen auf die Insel Tyrus an. Und wissen Sie, was der Alexander getan hat? Alexander der Große kam, er hat ja unheimlich die Welt erobert, ganz schnell, kam mit einem riesigen Heer nach Tyrus. Und er wollte jetzt Tyrus erobern und er wusste ja auch, Babylon hat es nicht geschafft. Stellen Sie sich vor, dieses riesige Reich, ganze Welt erobert, die haben Tyrus nicht erobern können auf dem Felsen. Und die Tyrer haben gespottet. Die haben gespottet über Alexander. Der stand jetzt da am Ufer. Babylon hat uns nicht eingenommen, das wirst du auch nicht schaffen. Und wissen Sie, was der Alexander der Große gemacht hat? Er hat den Schutt genommen, den Nebukadnezar bei der Eroberung von Alt-Tyrus hinterlassen hat. Holz, Steine, Sand, was weiß ich alles. Und hat diesen Schutt ins Meer geworfen. Und so einen 800 Meter langen Damm gebaut. Am Anfang hatten die Tyrer noch gelacht und ihre Schiffe noch dahin geschickt und gespottet. Und die wurden immer ernster, je länger der Damm wurde. 7 Monate lang. War eigentlich eine schnelle Arbeit. Einen 800 Meter langen Damm und einen 60 Meter breiten Damm. Bis auf die Insel gebaut. Und hat er sie eingenommen. Was hat der Prophet gesagt? Sie werden deine Steine, dein Holz und deinen Schutt ins Wasser werfen. Ehrfurcht vor Gott, kann man da nur sagen. Und dann ist tatsächlich, also Tyrus ist, das kann man bis heute sehen, diese Felseninsel ist bis heute unbewohnt geblieben. Ein paar Fischer wohnen da drauf, spannen tatsächlich ihre Fischernetze da drauf. Das ist heute noch so. Voraussagen Gottes haben sich genauso erfüllt, wie es geschrieben steht. Es heißt sogar, dass sich die Voraussagen Gottes so radikal erfüllten, dass es für Archäologen äußerst schwer ist, heute wegen der fehlenden Überreste der Stadt von Alt-Tyrus, ist ja alles Meer geschüttet worden, und wegen der Versandung des ehemaligen Hafens einen exakten Situationsplan von Alt-Tyrus zu bestimmen. So radikal hat sich das Wort erfüllt. Heute gibt es zwar wieder eine libanesische Stadt, Tyrus, in diesem Gebiet gelegen, aber das ist nicht das Tyrus, das man wieder aufgebaut hätte. Im Gegenteil, durch den Sand, der sich über die Jahrhunderte an den Damm von Alexander, da, den er gebaut hat, angeschwemmt hat, ist das zu einer Landzunge geworden und man muss heute sagen, die Insel ist praktisch nicht mehr da. Als solches. Als Insel ist sie nicht mehr da, tatsächlich. Ist mit dem Festland so verbunden heute.
Und der Mathematiker Peter Stoner sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass jede dieser Prophezeiungen über Tyrus genauso erfüllt werden würde, wie sie vorausgesagt wurden, einschließlich aller enthaltener Details, läge bei 1 zu 400 Millionen. 1 zu 400 Millionen. Ja, jetzt sind wir so am Schluss, aber vielleicht lassen Sie mich noch ganz kurz anschneiden. Was hat uns das zu sagen? Was bedeutet das jetzt so, wenn Sie jetzt aus dem Gottesdienst gehen, wollen Sie vielleicht noch ein bisschen für sich mitnehmen, für Ihr Herz? Ich meine, das andere ist ja auch schon erquickend, finde ich, ne? Ist auch für das Herz. Also mich hat das in der Vorbereitung kolossal, erfreut, ermutigt, aber auch ermahnt. Also es ist unwahrscheinlich. Einfach schon so, die Erfüllung der Prophetie. Aber wenn wir etwas mitnehmen dürfen, so darüber hinaus, die Ereignisse um Tyrus sind ein lebendiges Zeugnis der unfehlbaren Genauigkeit des Wortes Gottes. Das einmal. Dann, die Zerstörung von Tyrus ist eine Demonstration der Macht Gottes und eine nüchterne Mahnung für alle Nationen und Menschen, dass Macht und Geld ohne Gott keinen Bestand haben. Und dass, wer Gott bewusst ausklammert, sich auf dem direkten Weg des Untergangs befindet. Immer. Völker und Menschen. Dann können wir daraus lernen, Satan versucht, die Menschen in die Irre zu führen. Er versucht, Gott als Lügner darzustellen und bietet andere Dinge als alternative Wahrheiten an. Zum Beispiel eine Wissenschaft, die Gott bewusst ausklammert, um eine Lüge als Wahrheit darzustellen, zum Beispiel Evolution. Da gebraucht er den Verstand, die Intelligenz, Wissenschaft, Weisheit der Menschen, die Gott ausklammert, ja? Dass ihnen kein Geheimnis mehr unbekannt bleibt. Aber Gott steht außen vor. Ich war in Israel jetzt im Mai, Juni, Pfingstreise, und da hatte ich in unserem Bus eine Sterbebetreuerin, Sterbebegleiterin, sagt man, ja? Und die erzählte mir von einem jungen, sterbenden Ingenieur auf ihrer Abteilung, der Jesus in den Gesprächen zuvor immer abgelehnt hatte. Und kurz vor seinem Tod wiederholte dieser Mann immer wieder die Worte: Ich habe keine Karte. Ich habe keine Karte. Und sie sagte, als Ingenieur war er viel unterwegs weltweit und er war es gewohnt, seine Reisen und seine Arbeiten genauestens zu planen und auch Karten anzulegen. Er hat alles immer ganz genau geplant und dafür Buch geführt und Karten angelegt. Und jetzt, als es ums Sterben ging, hatte er versäumt, die wichtigste Karte seines Lebens anzulegen. Und er ruft immer wieder: Ich habe keine Karte. Ich habe keine Karte. Allerdings, so sagte sie auch, hat er dann noch kurz vor seinem letzten Atemzug gewünscht, dass man für ihn betet, was er vorher immer abgelehnt hatte. Und die Begleiterin hat das dann auch getan. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann vielleicht noch: Es wird die ernste Ermahnung dahingehend deutlich, wie gefährlich es ist, eine Freundschaft gegenüber Israel aufzukündigen, deren Gott sich als Freund bezeichnet. Ich bin der Freund Abrahams. Die Welt kündigt die Freundschaft gegenüber Israel. Ahitophel hat David verraten, Judas hat Jesus verraten und eine einstmals christliche Welt verrät Israel. Und weiter der Hochmut. Der Hochmut ist neben dem Bestreben von Reichtum, steht damit ja oft in Verbindung, eine große Gefahr und führt immer zum Fall. Das hat mir mal ein Missionar gesagt, das habe ich nie vergessen, bis heute bewegt mich das immer noch, aber das ist vorprogrammiert. Wenn einer hochmütig ist, wird er fallen. Muss ja so sein. Ist ja die Kombination. Ja, hier, Sprüche 16, 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Also wenn du hochmütig bist und dir auf dein eigenes Leben was einbildest und du meinst, du kämst ohne Gott zurecht, dann okay, dauert nicht mehr lang, wirst du fallen.
spätestens am Lebensende. Und endlich fassen wir persönlich große Zuversicht aus dem Wort Gottes für unser persönliches Leben. Wir dürfen nämlich voller Zuversicht festhalten an dem völlig gewissen prophetischen Wort, das uns ans Ziel bringt, das uns versprochen ist. Hebräer 10,35: So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Wenn sich alles so detailgetreu vor Jahrtausenden schon erfüllt hat, wie viel mehr in unserer Zeit auch für dein Leben. Ja, ich habe heute Morgen noch mal gelesen in der persönlichen Bibellese: Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles. Niemand wird sie mir aus meines Vaters Hand reißen. Zuversicht. Amen.